Moie Kanner sinn de Jan vum Makedra.lu an Haut jongléieren mir ze summen. Ja, ich weiß, was er denkt. Mit Luft jonglieren, das ist einfach. Ja, effektiv. Ich muss sagen, der Vorteil ist, wenn ich mal anfange mit Luft zu jonglieren, als das dann warm geht. Und mir ist es richtig gut warm. Das ist also ein guter Abwärmer für zu jonglieren. Das heißt, ich gebe so, wir fangen einfach an, dass wir dann zusammen machen, wir jonglieren mit Fantasie Jongleierball. Voilà. Wir haben da 3. Genau 3. Für den Rest könnt ihr mir nachgucken, aufstehen, daheim mitmachen und einfach ein bisschen machen, wie wenn wir gehen, mit richtigen Jongleierball jonglieren. Ich mache Musik nachher an. Super! So. Ich weiß nicht, wie bei dir ist, mir ist es schon gut warm. Und ich vermenge, das ist ein guter Moment für meinen Jonglierball auszupacken. Hier sind sie, mein Jonglierball. In rosa, in orange und in geringen. Und was wichtig ist am Anfang, ist, dass ich ein bisschen rumdrücke, weil das hier sind die Jonglierbälle, die wir auch zusammen werden Haut basteln. Genau. Weil es kann relativ einfach mit einfachem Material flott Jonglierbälle daheim basteln. Ja, und dann nur aufhängen mit üben. Natürlich, Jonglierbälle basteln geht relativ sehr, nur üben. Muss ich ein bisschen Geduld tun, aber viel Spaß und da geht das. Ich weiß ein Kehr mit einem Ball. Danach kommt man ein Kehr mehr an Detail drauf zurück. Voilà, einfach mal von einer Seite auf die andere schießen. Ganz wichtig beim Jonglieren ist immer, dass ihr daran denkt, auch weiter zu atmen. Dass ihr sich Zeit lässt. Den zweiten Ball einfach geweisen. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Bam, bam. Hopp. Hallo nach den dritten natürlich dabei. Wie gesagt, das dann aus, wenn wir mit 3 Bällen jonglieren. Genau so. Hopp. Voilà, tipptopp. So. Hallo, stellen wir einfach mal Material vor, das wir brauchen, für als Jonglierball zu basteln. Voilà. Das sind als Hauptelemente, die wir brauchen, Sachen, die wir daheim haben. Ein Tut, ein Scheuer, Luftballon und kein Schüssel mehr Reis. Das wird man doch gesehen, wir haben hier Tupperschaum, Tisch und da ist Reis dran. Voilà. Das ist das Material, das wir brauchen. Ich weiß nicht, ich denke, hier um Tisch auch lo. Voilà. Also, wir haben Eistuten. Das heißt, ich tut für anzufrieren. Kann ich aber auch sonst andere Tuten holen, Tuten, die benutzt für beim Ackhaufen. Oder sonst irgendwelche Tuten, die ich nicht mehr brauche. Dann haben wir natürlich als Reise schon an so eine Flasche gemacht. Und als Ballon natürlich ganz wichtig, als Ballon. Und als Scheuer. Voilà, für
danno eise Ballon aufzuschneiden. Wie das genau geht, gucken wir mal nach ein Keier zu zoomen. Voilà, wir haben hier 6 wichtige Etappen. Die erste Etappe ist, wie gesagt, als Tut, die wir benutzen, zu holen und aufzuschneiden. Wenn sie mit größer schneiden wir mehr auf, wenn sie mit kleiner schneiden wir Männer auf. Dann machen wir den Reis an als Tut ran. Dann der dritte Schritt ist ganz wichtig. Und da wird man gesehen, wenn wir Ball zu zoomen, basteln. Das ist wichtig, dass das gut so ist, dass man den Luftballon gut drüber über das Loch ziehen, für das Hanno, wenn wir jonglieren, man kein Reis verlieren. Dann haben wir die vierte Etappe, der vierte Schritt, wo wir einen Ballon überhalb vom Ballonhals aufschneiden. Fünfte Etappe, also eben da, wo wir die verschiedenen Stecker vom Ballon haben, und sie über tut man Reis ziehen. Dann machen wir direkt ein Kehr zu zoomen. Und die letzte Etappe ist dann natürlich zu jonglieren. Und da kommen wir dann darauf zurück, was die einzelnen wichtigen Schritte sind, für mit einem, 2, 3 Bällen zu jonglieren. Voilà. Dann fangen wir einfach an und wir machen zu zoomen E-Ball. Wie gesagt, die Schule tut. Ich fahre mit der Hand ganz ran, dass sie frei ist. Ich kann die so ein bisschen hinstellen. Dann habe ich mehr Reis natürlich, den ich dran habe. Ich habe ein grosses Flasch. Ich mache natürlich nicht die ganze Reis dran, weil dann habe ich einen Riesenball, da geht der nächste Fußball. Ich mache das ein bisschen noch viel. Ich mache mal so ein bisschen dran und da kann ich sich selber ein bisschen testen. In dem Sinn tut irgendwie ein bisschen unhilft an der Reis sich an ein Eck sich aufsetzt. Und da kann ich eigentlich einfach mal so drehen und dann kann ich eigentlich schon gucken, bis wie das aussieht. Und den hier wäre schon gut, ist aber relativ klein. Das hängt natürlich auch von der Hand auf. Wenn ich eine kleine Hand habe, mache ich nicht mehr kleine Ball. Wenn ich eine große Hand habe, kann ich schon ein bisschen mehr groß machen. Ich mache persönlich noch ein bisschen dabei. Voilà, dann schütten ich einfach noch Reis dran. Voilà. So, machen wir das. Nein, ja wirklich, dass man tut, bis so rüsseln, dass der Reis innen hilft. Und dann kommt den Moment, den immer ganz spannend ist. Ich drehe und ich gucke schon, ob ich das ganz so ein bisschen zu einer Boule geformt kriege. Und dann gucke ich, ob das so immer stur bleibt. Voilà. Weil das bleibt nur so stur und das ist schon mal ganz gut. Lo habe ich schon mein Reisball an der Tut. Lo kommen meine Luftballon. Und ich probiere mit einem rosa mal. Ich brauche da 2. Ich brauche 2 Luftballons für jeweils immer einen E-Ball. Voilà, ich hole den. Ich hole meine Schere und schneiden, wie gewiesen für drin, den Ballon ein bisschen innerhalb vom Ballon seinem Hals auf. Voilà. Das ist so, dass du zurückbehalten. Und das nämlich mache ich auch noch ein Kehr bei meinem zweiten Ballon, sodass ich auch dann die 2 Ballons Hals zurückbehalten, die brauche ich nicht. Die lehne ich auf die Seite. Also könnt ihr wirklich spannender Moment, weil Heinz, du musst mal probieren. Die versteht auch gar nicht, wie was. Ich schneide hier auf. Du hast ganz wichtig, nicht zu kurz aufzuschneiden, weil das mal ein bisschen Spielraum losen. Ja, das war mal hier aufgeschnitten haben und ihr seht, sie bleibt schön stehen. Das brauchen wir auch nicht mehr, das können wir fortholen. Voilà, da haben wir hier ein bisschen gelost, ein bisschen Spielraum gelost. Und hier könnt ihr ein bisschen mehr spannenden Momente. Und zwar holen wir einen von diesen Luftballonshalsschichten und wir ziehen sie am Fond über als Öffnung.
Wir brauchen am Anfang der Dolo nicht so zu paschen. Ich habe Pasch dabei, kann ich machen, aber wenn ich den Pasch drauf möchte, dann ist es zwar sicher, dass es keine Reisexplosion gibt, weil du vier könnt. Mit dem Notdeel ist, dass dann das Stück Pasch nur am Jonglierball ein bisschen hindert. Ich probiere es mal so. Das ist, ich zeige meinen ersten Ballon, den ich aufgeschnitten habe, schon ein bisschen lang, für das es nicht futti geht, weil das Risiko ist, und guck mal, heinz, du sind da die Reise, ne, wenn ich den heute die Heimmanipulation möchten, da muss ich ihn einfach neu holen und nicht probieren. Ich setze den Deal oben auf die Öffnung, ich drehe ihn. Also muss ich ganz vorsichtig das Doten am echt balancehalt ranpressen, und zwar so, dass, wie gesagt, nicht der Reis raus springt. Voilà. Ich hatte die Chance, es hat die geklappt. Wie gesagt, nicht panikieren, wenn ein Reis auf der Seite irgendwo rausflutscht, das ist ganz normal, dann der Luftballon hat in der ja mehr. Voilà, lo kann ich den Jonglierball schon ein bisschen erkennen. Aber so gesagt hat natürlich noch nicht fertig aus. Also für allem, da gibt es jonglieren, dann gibt es von etwas rausfallen. Natürlich, was meine ich, ich schon einfach mein zweit Halsschicht. Also, pardon, was ist mein zweiter Ballon? Zweit Halsschicht von dem zweiten Ballon. Und ich ziehe das über die Öffnung, die us noch bleibt. Und ich meine, genau den nämlichsten Movement, ich ziehe ein bisschen mein Halschen, dass den Ballon nicht reißt, weil wenn ich das abrupt gemacht dann ist das große Risiko, dass er reißt. Ich ziehe ein bisschen das ich stretche ein bisschen. Und gehe ich einfach so drauf, wie viel drin. Ich halte gut bei, ich drehe ihn. Und ich muss einerseits auf den Ballon, also auf meinen Jonglierball, und dann mitdrücken, und ich muss aber auf der Seite den Elastik, also den Ballon, den Elastik von meinem Luftballon abziehen. Voilà, und lo, als du sich erkennt, du hast sich schon fertig. Das ist relativ einfach, geht relativ sehr. Wenn ich nicht bis paar Mal gemacht habe, geht es nach mir sehr. Hallo, ein Schuss nach so der Feinschliff, dass ich, dass ich nach die kleinen Wipperscher abziehen, dass du alles schön rund ist. Und da kann ich auch meinen Ball so rund formen. Voilà, das ist ein erster Ball. Du sieht gut aus. Ich schon natürlich den Haar ist ganz rosa, das ist ganz uniform, eng Farbe. Der Vorteil davon ist, dass ich wahrscheinlich einen Übergang gesehen. Ich kann aber auch. Ich hatte auch zwei verschiedene Farben können holen. Dann wäre die eine Seite rosa und die andere wäre grün. Dann hätte ich gemischte gehabt. Das ist auch möglich. Voilà, das ist ein Jonglierball. Ja, das ist wichtig. Die Ballhalle relativ lang, sollen sie nicht, wenn sie bis gebastelt wird, dann füllen sie über länger Zeit Halle viel zu üben. Nicht an die Sonne legen, weil so geht der Luftballon, weil der war ein dünn Haut, das krickelt den und dann geht er einfach futti. Für den Rest ist er dort ein fertigen Jonglierball, mit dem ich ganz flott Sachen schon kann machen. Voilà, ich schon hier ein ganz Party Jonglierball schon ein bisschen viel berät gehabt. Jetzt ist mir Hunlo E-Ball zusammen gemacht und ich gebe da proposieren, dass wir einfach zurückkommen ob ja wie jonglieren ich dann lo. Der Tisch hat schon ein bisschen viel gewesen, ich gebe so mir mal lo ein bisschen Schritt für Schritt nach ein Keier wie dat gemacht wird. Genau. Schon ha klengen güldene Kader mat brucht an ich erkläre lo direkt wat du mat der gemengt hast, dat mat jonglieren ze dien huet. Voilà, schon ha mein Jonglierkader dann am richtige fir wat Jonglierkader ma jo ech probieren am Ufang van ich Ufang mat engem Ball, 2 Ball, dann 3 Ball ze jonglieren, probieren ich mal 4 stellen, dats eng Rum. Ass wellch Ballio sech net egal wo hi chase well méi muss schon jegent eng Ordnung si, fir dat se och op die richtig Platz falle, well dat wichtig an jonglieren ass net unbedingt opfänke mit dat richchte Chase, wann richtig chasen,
verhält der Ball auf die richtige Platz. Also, hier ist mein Kader, stellen den Enker durch. Zurück, kann brauchen wir vielleicht noch. Und da gucken wir ein Kehr zusammen, mit einem Ball, denken, wie war das schon mal? Naja, ich erkläre das als ein Kehr so Ekran und dann weiß ich nicht, vier. Ich habe, wie gesagt, mein imaginärer Kader, den habe wie gesagt, auf dem Ekran auch mit dem goldenen Kader repräsentiert. Das schon an einer Hand mein orange Ball. Was geschieht mit dem? Ich schieße den Rob. Ich stelle mir vor, dass ich schon an den ewigsten Eck von meinem imaginären Kader schieße. Und dann, als ein Ofen bleibt natürlich nicht an der Luft stehen, so wie du. Mir fällt natürlich direkt im Ruf. Das ist ja gut, so soll das auch machen. Fällt im Ruf an, und sich die letzte Position, die du hast, aber ja in einer anderen Hand. Ne? Das ist, wenn man das tut, schwellen wir auch dann den orangen Ball. Wenn wir das ein so weisen, dann wäre das, also hier ist mein Raum. Die hier ist ein bisschen klein, aber kann ich mir gerade vorstellen. Das ist aber schon gut für ein bisschen eine Idee zu. Voilà, schon mein Ball hier innen, schießen den Ofen an den Eck, an den Feld rauf, an den Ass auf der anderen Seite, genau wie an unserem Dokument. Das ist ganz, voilà, das ist ein bisschen Theorie, aber das ist gut, wenn ihr sich da gewinnt und das versteht, wann ihr, weiß man nämlich ein bisschen schon witzig Stricker mit 3 Bällen und dafür ist die Basis ganz wichtig. Voilà. Lo, genau. Das Toten, genau, fahren wir weiter. Was haben wir hier? Da haben wir, wie gesagt, da sehen wir gut an der Mitte, als ein Kreuz. Das heißt, was wichtig ist, wenn wir mit 2 Bällen das Ganze machen, ist, dass wir aus sich den ersten Ball rob an den Eck schießen, an den zweiten Ball an den anderen Eck oben. Und da fallen die Bälle auch so im Ruf. Das heißt, wir schießen über das Kreuz. 1, 2, 1, 2. Wir machen nicht das hier zum Beispiel. Wir schießen nicht einen und wir gehen den anderen innen rüber. Wir schießen wirklich einen über den Nack, den zweiten über den Nack, und da fällt so rum an das Hand zurück über das Kreuz. So wie im Bild gewesen ist. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das ist mit 2. Am Anfang fällt mit der nämlichen Farbe, zum Beispiel hier immer mit der Orange 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aber wenn ich das nicht sehen möchte, wenn ich das kann, dann sieht ihr, dann wird das ein bisschen mehr fließend. Das ist dann das Prinzip mit den 2 Bällen. Du hast ganz klar gewiesen, wer den nicht soll machen, das was ich gewiesen hat, ja, den einen abschießen, ja, so sehr einen längst gehen. Rupp also eher längst, rupp also eher längst. Für was das gesehen wir, wenn ich erklären, wie man einen 3 Ball jongliert. 1, 2, tack, tack, 1, 2, tack, tack. Genau. Schon mein Fullare nach Matbrüch. Das ist super. Dann habe ich einen raus. Ich habe die Leine in meinem Rucksack. Super. Ich weiß noch einmal mit dem Fullare. Für was? Aber weil die Fullaren, die fliehen mich los, du hast das Movement mich los, und du hast ein bisschen Zeit, für das ein bisschen rot zu gucken. Das Prinzip, der Ball geht an den Eck, auf der Ofen auf der anderen Seite, aber wenn den Ofen ankommst, geht der andere Ball an den anderen Eck oben. Ja? Okay, schießen den nächsten, und als wir nu kommen, an den zweiten, und ich fange sie ab. Ja? Ich mache den Movement nein, es ist auch wichtig, dass ich mal zeitlos erwarte, bis der Fuller oder der Ball an meine Hand zurückkommt. Ja? Robber den Eck, ruf, ruf. Robber den Eck, ruf, ruf. Wer den Schnitzel mit gewinnen, auch nicht, also nicht bei den Fullern, auch nicht bei den Ballers, lo in 2 und dann sichern zu gehen. Ne? Schluss mal wirklich Zeit, für dass ein Ball oder die Fullern an meine Hand rumkommen. 1, 2,
1, 2. Voilà, das ist mit 2. Guck mal ein bisschen weiter. Voilà, das ist nicht für zu weisen, die kreuzförmige Bewegung, die wir mehr beim Jonglieren haben. Voilà, ein grüner Ball und ein rosa Ball. Dafür zu weisen, mit den 2 Bällen. Bild mit diesem Kader, der grüne Ball wird an den Eck auf der anderen Seite geschickt, geschossen. Wenn ein Uwen ankommt, schieße ich meinen zweiten rosa Ball an den anderen Eck von mir herum. Genau, du siehst beim grünen Ball Uwen, du hast einen rosa Strich für das den du. Aber ja, gerade im Moment, wo mein grüner Ball Uwen am Eck ankommt, die bleibt ja nicht, wie viel drüber bleibt ja nicht hängen. Aber wenn wir merken, okay, also da schießt man den zweiten fort und dann fliegt er noch auf die andere Seite, Uwen an den anderen Eck, ja, und dann wird mein Ball, aber sie gehen natürlich immer rauf. Ja. Also ich meine, mit den richtigen Farben, rosa, grün, und hopp, hopp, tack, tack. Ja, die merkt, schon hier angefangen, die rosa an der Seite, die Ringe an der Seite, tack, 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 tack. Du hast die rosa auf dieser Seite und die Ringe auf dieser Seite. Voilà, mit den Fullaren hatte ich mit 2 schon gewiesen. Da kommen wir bei 3. Ich weiß, das ist immer so groß Ungeduld, für mit 3 Bällen zu jonglieren. Mal aus dem Moment, für das zu weisen, und auch nicht zu verstehen, wie wichtig das wirklich das Prinzip von einem Ball und von 2 Bällen zu verstehen, für dann auf den dritten überzugehen. Was nach wie vor bleibt, ist als Kreuzbewegung, die wir machen, vom innersten Eck an den ewigen Eck, vom innersten Eck nicht an den ewigen Eck. Was du ändert, dass wir haben, das kann ja 3 Jonglierbälle, ich gelen, ich ringen an den rosa. Ich weiß denke ganz an mir schießen, die gringen den ersten Uwen an den Eck. Wenn du kommst, schießt man die rosa an den anderen Eck. Also könnt ihr wichtigen Moment, und ich weiß nur ein mit dem Ball. Wenn du den zweiten Ball auch Uwen an den Eck kommt, also wie viel drum 2, da könnt ihr nicht das ab. Aber du könnt nach den dritten Back nach dabei. Boom, schießt man den noch nach. Und dann haben wir N die, voilà, auf der anderen Seite die 2 Bälle. Am Anfang, ich weiß nicht, mit 3 Bällen ist es so, wir haben an einer Hand 2, an einer Hand 1. Und ich meine, Bewegung an den Schluss bewusst Bälle fallen, okay? Einfach just, weil das wichtig ist, weil Straße sehen sich vielleicht, ich will sie da abfangen, mir nicht. Ich will sie nicht abfangen, ich will sie richtig scheiße. Weil mir hat gesagt, das Wichtigste beim Jonglieren ist mal richtig zu scheißen. Okay, ich meine das nochmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und ich auf meinen Boden gucken, dann habe ich effektiv, wie drin habe ich hier 2 Bälle, hier 1. Dann habe ich da auf diesem Boden 1 und auf dem Boden 2. Ich habe es ab und dann gesehen wir es. Und voilà, dann habe ich die 2 Bälle, die sind hier. Machen wir das nicht. Das kann ich probieren, mal so abzufangen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich fange bei 3 immer mit der Seite, wo ich 2 Bälle habe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Das ist am Anfang die Übung mit 3. Wie gesagt, gerne am Anfang einfach mal fallen lassen, bewusst auf den Boden knuppeln lassen, kein Problem. Und sich hauptsächlich auf das richtige Schießen konzentrieren. Weil, wenn ihr nur schon gelernt, dann probiere an die Kamera zu gucken. Voilà, ich gucke an die Kamera und ich gucke quasi nicht mehr auf den Ball. Ich brauche nicht mehr auf den Ball zu gucken, weil ich so richtig schieße und sie fallen an meinen Händen. Das ist also wichtig. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Was oft vorkommt am Anfang ist, dass ich mit 3 Bällen Schwierigkeiten habe, auf der Platz zu bleiben. Entweder einer muss mich stark und streben nur da, oder den anderen Arm muss mich stark und streben in die andere Richtung, oder ich gehe so noch vier. Da kann ich mich auch zum Beispiel für eine Mauer einfach stellen, und da, wenn dann ein Ball eben noch 4 Feet
flit, da geht wieder Mauer an den Hünschen zurück. Genau. Das ist wie gesagt eine Sache von üben, üben, üben. Und wie gesagt, und das ist das, was wir machen, es kann den, ja, sich mit ganz einfachen Ideen und noch schon mit einem Ball oder 2 Ball oder 3 Ball ein Mini-Jongleur-Auftritt daheim üben. Wenn der Ball gebastelt hat, ein bisschen da jongliert hat, dann nicht fertig für eine coole Musik zu wählen und zu sagen, ich mache mit meinem Jonglierball einen flotten Auftritt. Wo ich auch ein bisschen Schauspielerin, wo ich den Körper ein bisschen mit auch tanzen, und wo der Ball an meinem Körper ganz geht. Ich weiß nur einfach, komm, wir fangen nur mit einem Ball, für zu weisen, dass ich, wie gesagt, auch mit einem Ball eine flotte Sache kann machen. Ich spiele in irgendeiner Musik und ich probiere schon mal, just mit einem Ball etwas auf die Musik zu improvisieren. Das ist das, was ihr auch daheim könnt machen. Einen Ball holen, eine Musik allein und improvisieren. Das war also für die technisch, also den Teil, wo wir am Anfang ein bisschen kreativ sind, und ausprobieren, improvisieren. Und ideal ist natürlich, wenn ich beide Sachen so gut wie möglich kombiniert kriegt. Technik und meine Improvisation und Kreativität. So. Ich spiele eine Musik und da geht es los. Voilà, das war mit einem Ball, ein bisschen mehr eine kindliche Musik, das ist auch dann flott für wirklich auch die Körperhaltung anzuholen von der Musik und zu improvisieren. Schon auf eine andere Musik an 2 Ball. Voilà, auch mit 2 Ball kann ich etwas machen, wegen musikalisch. Okay, die da ist gut. Okay, das war noch ein Beispiel. Eine andere Musik kennt ihr bestimmt all die da. Kann ich noch eine Mischung da machen von Jonglieren? Ich mache mein Movement. 1, 2, 1, 2. Dann kann ich natürlich, wenn meine Basis stimmt, dann ich kann mein Movement kann ich ein bisschen weit ausgehen und wirklich ein bisschen die Mitte ausprobieren oder auch ganz klein. Und da kann ich vielleicht auch einfach, ich hatte Lohai, wenn mir angefallen, einfach zu sagen, ich gebe einfach mit dem Ball im Moment stoppen und enke so zaubern. Ne? Das war also die Idee, die kommen war. Ich kann nicht jonglieren, dann nochmal Stopp machen und dann einfach eine flotte Bewegung improvisieren. Voilà. Ich probiere noch mit 2 Bällen eine andere Alternativmusik für zu gucken. Ein bisschen mehr etwas Ruhiges. Okay, ich stelle mich mal bereit. Ich lausche die Musik, die ich gewählt habe, daheim, mit meinen 2 Bällen. Und ich probiere einfach, irgendetwas zu machen. Es gibt kein richtig, kein falsch. Alles ist gut.
Stopp machen, eine Bewegung, weiter. Voilà. Okay, das war noch ein Beispiel, bis mir eine Rauschmusik. So, ich meine, aber die drei Bälle haben Lo. Weiß es schon ein Keier ob eine andere Musik, voilà, auch etwas für den, dann, wenn ich bis die 3 Bälle Kaskade nennen, den, wie gesagt, den Hauptmovement, das Basismovement vom Jonglieren. Ich probiere ein bisschen loszumachen. Ich weiß dann auch einfach denken mit den Fulleren, wenn wir gesagt hätten, da geht ein bisschen los, machen wir da denken. 1, 2, 1, 2. Wie gesagt, ich fange immer mit der Hand, wo ich mit 2 habe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich habe häufig drin 2 und da 2 und hier just 1. Probiere denken. Und dann schieße ich ein bisschen mehr hoch noch. Dann machen wir mit dem Ball. Also ich fange hier mit der Seite, wo ich 2 Fulleren habe. Hier habe ich 1. Ich hole ein bisschen aus. Und dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, das ist viel mehr los zu sehen. Zeit. Genau, in Kaskade 3. Okay, probieren wir eine Musik und dann machen wir eine kleine Improvisation mit 3 Bällen. Okay. Okay. So, und eine Hand frei. Da kann ich ein bisschen den Klon spielen. Up. Anhüllen. Weiter. Hopp. Den Klonen nur weiter. Ein bisschen hoch. Voilà. Du hast gesehen, wie gesagt, das ist für meine Basis gewirrscht. Und du hast zum Beispiel im Moment ein Klonennuss gemacht, sagen von der Ball. Voilà. Wenn das halbwegs klappt, kann ich viel flott Trigger machen. Ich weiß es auch noch sehr pur, dass ich eine Idee kriegt, was alles möglich ist. Okay. Kaskade, und drinnen. Hopp. Arm normal, een Kaskade, en drüber. Arm normal. Magneet. Nee, Magneettrick. Op die andere Seite, Armtrick. Hop. Hop. Arm normal, mijn Kaskade. Wat geht het nog? Also flott selber Trigger zerfannen, neuer zerfannen. Und auf Bein, hoppla. An Kaskade, andere Lächten. Was fällt mir da noch an? Am Kreis. Voilà, hopp. Voilà, gut. Das war Nummer 3, das war relativ sehr in anderen. Genau, mit Südtilo gesehen auch mit einem kann ich schon flott Sachen machen, mit einem Ball kann ich schon flott Sachen machen, mit 2 Bällen kann ich flott Sachen machen. Und Nummer 3 hat natürlich noch mehr Möglichkeiten. Voilà, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt Lust, daheim zu stöbern und zu gucken, wer da Material hat, für die Bälle zu bauen als echt. Und dann zu üben an, vielleicht nicht ich einen kleinen Jonglier-Theaterszene auszudenken, an sie an ihrer Zimmer zu üben, an sie zu weisen. Einfach so, okay, ich probe den ganzen Tag und dann weisen ich den Abend für Abendessen. Meine Schwestern, meine Geschwister, meine Eltern, weisen ich meinen Mini-Auftritt.
voilà, mir sinn natürlich froh bei Makedra, wann der Appppes hut wat Flodders an Di wëdet filmen oder Di hudet gefilmt. Di könnt ich gerne bei Smellem op info@makedra.lu en kan Sid gucken www.makedra.lu an man da Kontakt treten an net als Filmmaterial checken, dann können wir eventuell kleine Montagestrauss machen. Ich so nicht merci für Haut. Ich wünsche euch viel Spaß und ein bisschen Geduld. Adi.